Ich begrüße alle zum zweiten Video von heute. Da wir ja jetzt die Sommererweiterung haben, wird die Videoproduktion etwas erhöht. Wir müssen ja die ganzen neuen Decksmöglichkeiten analysieren, testen, wie verschiebt sich die Meta. Ich habe ja am Mittag ein Video veröffentlicht zu USA mit der neuen verbündeten Nation aus Australien, Neuseeland und dabei versprochen, dass ich jetzt für Deutschland mit der neuen verbündeten Nation ein Deck baue und teste. Deutschland ist ja nicht unbedingt die ideale Kombination für das ganze Wetterzeugs. Wir haben jetzt da sicher die eine oder andere Karte, die aus dem Reservepool zurückkommt oder die wir noch gar nicht besitzen. Spielt man mit Deutschland noch Marine, spielt man Rush. Da ist noch eine neue. So. Ja, okay. Was werden unsere Gegner spielen? Spielen unsere Gegner noch klassisch? Der kam zurück aus dem Reservepool. Den habe ich immer gerne gespielt. Nehmen wir den mit rein. Da habe ich keine Ahnung, wie die funktioniert. Müsste man mal testen. Was hätte ich denn gerne? Also wir haben jetzt vieles, das auf Veteranenbasis funktioniert. Das heißt, wir nehmen mal diese ganze Veteranen-Thematik mit rein. Okay, nur Veteran. Wir haben, wenn der an die Front kommt, gleich zweimal. Der braucht's. Wenn, dann nehmen wir auch mit rein. Veteran. Der wird auch Veteran. Will ich den? Will ich den nicht? Dass der Jäger wird Veteran, wenn es eine Einheit angreift und zerstört. Und das wäre dann Veteran. Testen wir gleich mal. Okay. Jetzt haben wir schon 15 Karten drin. Die habe ich ja gesehen. Die wird, wenn sie mit Veteran wird, ist sie eine 2-2. Ja, mal sehen, was ich sonst noch reinpacken möchte. Was nehmen wir damit? Dieser eine Panzer, der sich da dupliziert, wenn er das Hauptquartier angreift, ist weg offensichtlich. Der war ja irgendwo da. Den gibt es nicht mehr. Die könnte man mit reinpacken, wenn man ein bisschen Panzer. Der ist wichtig da gegen die ganzen Rusher. Bindungsschock. Da werden die deutschen Karten günstiger. Daher bekommen sie Angriff. Das muss man schon mit reinnehmen. Da könnte ich eine Einheit wieder zurückschicken auf die Hand und den Einsatzeffekt ein zweites Mal benutzen. Ebenfalls diese da. Wache, wenn ein, ja, den habe ich schon. Geben wir den wieder zurück. Wo ist der hin? Gut. Da haben wir diese Vorhersage. Nehmen wir mal mit rein. Diese Wache, wenn ich eine Vorhersage spiele, erhalten meine Einheiten +1/+1. Sehr spannend. Die habe ich.
Setzt ihre Kosten auf null? Ja, nicht unbedingt. Das, keine Ahnung, wie das funktioniert. Das testen wir mal. Die ist ja ansonsten relativ stark. Ich muss sicher an die Front, falls möglich. Ah, der ist auch wieder zurück, der Bomber. Möchte ich diesen Karte, möchte ich den? Den habe ich schon. Der muss rein, der muss rein. Von ganz links eingesetzt, versuchen wir mal. Das ist eine Elite-Karte. Okay. Wird Veteran, nachdem du dreimal Einheiten bewegt oder mit ihnen angegriffen hast. Testen wir. Etwas Fliegertechnisches, okay. Schock haben wir. Der muss mit rein. Links plus 2 Angriff. Kann interessant sein. Die geht rein. Für die ganzen Befehlshenkel. Kämpft gegen die anvisierte feindliche Einheit. Okay. Das ist neu. Der Flieger ist zurück aus dem Reservepool, hat aber völlig eine andere Mechanik, hat immer einen Schaden gespiegelt. Der muss eigentlich mit rein. Okay. Der muss mit rein. Der hat mir vorhin gefehlt. Blitz. Der ist ja auch, den habe ich vorhin ausgepackt bei den Kartenauspakungen. Füge allen Feinden 2 Schaden zu, ziehe 2 Karten, du hast 2 zusätzliche Credit-Slots. Ist eine mächtige Karte, ist aber wahnsinnig teuer. Und schicke alle feindlichen Einheiten auf die Hand zurück. Oder 8 Schaden dem Hauptquartier. Ich habe aber schon zu viele Karten. Ich bräuchte noch. Also ich lasse diese teuren Karten. So lange will ich eigentlich gar nicht spielen. Er wird nach dem dritten Mal Veteran. Ist relativ teuer. Geht darum, Karten ganz links auszuspielen. Will ich das? Will ich das nicht? Ich brauche noch eine günstige, verbündete Nation. Schock können sie ganz rechts waren. MG-Bataillon. Will ich die? Die wird sofort zerstört. Da muss ich noch was. Ein paar deutsche Karten müssen noch weg. Vernebelung. Ja, aber die hat null Angriff. Plus 2 ist eine Wacheinheit. An und für sich nicht so schlecht. Wo ist, ich brauchte da noch diese da Karte. Was ist das? Eine Einer-Karte. Die da Leben ganz links. Leben, Leben. Ich brauche Leben für mein Hauptquartier. Da haben wir eine Wetterkarte. Deine Einheiten erhalten plus eins für jeden Kredit an Aktionskosten, der in diesem Zug ausgegeben wurde. Für Aktionskosten. Wo haben wir da noch eine sinnvolle Karte? 3 Verteidigung, Kreditslot. Würde ich das? Nein, eigentlich nicht.
bist ein Jäger. Wird am Ende des Spielzugs Veteran. Wettervorhersage. Ja, nehmen wir eine zweite davon rein. Okay, jetzt müssen wir deutsche Karten aussortieren, 3 an der Zahl. Die hätte ich gerne mit drin. Das ist interessant. Brauche ich. Plus minus 1 Aktionkosten ist gut. Blitzbindung. Kettenrad. Das ist dreimal die gleiche Funktion. Nehmen wir jetzt mal raus. Dann haben wir hier noch. Die will ich. Ich muss auch 2 rausnehmen. Schock wird Veteran. Ich nehme noch einen dieser Flieger raus. Habe ich da nicht noch irgendwo eine günstige deutsche Einheit? Füsilier-Bindung Schock. Der. So, ich habe ja nicht so viele teure. Das passt, okay. Kartenrücken. Nehmen diesen. Das da. Und die Testrunden laufen ab jetzt. Okay, Deutschland hat ein paar neue interessante Karten im Deck. Mal sehen, wie sich die machen im aktiven Dienst. Wie stark sich die Meta bereits verändert hat. Sind die Mischler noch unterwegs? Die Japan-Rusher sind sicher immer unterwegs. Die Flieger-Meta, ist die wieder frisch erwacht? Wir haben jetzt mal einen Japan-Spieler, also dieser teuer. Den könnte ich spielen, mache ich 2 Schaden. Ganz links, okay, den spiele ich am Anfang. Der ist dann mal gespielt. Jetzt müsste der ganz links sein, das heißt, ich müsste diese da spielen. Oder ich zerstöre den einfach mal. Ich zerstöre den. Und wir nehmen Regen ist im Anmarsch und ich nehme diesen da und jetzt kann ich den noch einsetzen, weil ich da hier durch die Zerstörung dieser Einheit 2 Credits geschafft habe. Jetzt hat er aber Blitz und nochmal Blitz. Spannend. Aber ich muss jetzt da in die Front. Und ich gebe dem noch, weil ich es kann. Und jetzt hat er Hinterhalt, er verliert mal eine Einheit. Er kommt mit Jock. Okay. Schock. Jetzt spielen wir diesen da. Wir nehmen nochmal Regen. Deine Infanterie unterdrücken. Ach, ich nehme mal diese da. Zu beenden. Okay, jetzt ist der Veteran. Und weil der Veteran ist, haben meine Einheiten links minus 1 Aktionskosten. Okay. Jetzt ist er mal an der Front. Und zieht. Okay. Also jetzt kommt dieser zum Tragen. Oder dieser. Nein, ich nehme mal diesen da.
Greife den an. Zack, bumm. Und ich habe wieder 3 Credits. So. Ah, scheiße, hätte ich links setzen müssen, wäre da jetzt 0. Genau. Spielt jetzt vermutlich keine Rolle mehr. Ah, jetzt kommt das mit diesem Destruction der ganzen Credit-Slot. Der wird jetzt immer stärker, weil er da irgendwie Kredite verliert. Okay, was machen wir jetzt? Wenn wir den spielen. Ganz links habe ich nicht. Ich bin nicht links. Also ich muss irgendwas zerstören. Ich zerstöre diesen Panzer. Dann kriege ich einen zusätzlichen Kredit. So. Und dann setzen wir mal noch diesen Flieger ein. Aber diese Einheiten bringe ich schon nicht mehr weg. Die machen mir 12 Schaden. Dann ist mein Hauptquartier bereits tot. Ja, das wird vermutlich ja nicht mehr funktionieren. Zwei Verteidigung. Okay, alle Einheiten haben jetzt Zerstörung und wenn ich jetzt hier angreife und etwas zerstöre, zum Beispiel diesen da, und ich zerstöre diesen da, und der hat Blitz, also der muss weg. Und da habe ich Blitz, dann kann ich den noch beschädigen. So, zu beenden. Und jetzt, entweder greift er mich an, macht 8 Schaden. Ah, okay. Das ist so. Ja, das war's dann. Ja, okay. Diese Spielart ist wieder zurück. Die hat mir schon früher nicht gefallen. Ah, ich habe die Effekte wieder ausgeschaltet. Effekte wieder einschalten. So. Also wir spielen noch eine Runde, die war ja jetzt beschissen. Das ist so eine Spielart, die ich überhaupt nicht beherrsche. Das habe ich schon mal probiert mit diesem ganzen, ich verliere meine Credits und meine Einheiten werden stärker. Das habe ich überhaupt nicht im Griff, das kann ich nicht. Vor allem brauche ich dazu wieder Japan. Japan mag ich nicht, Japan kann ich nicht spielen, Japan liegt mir einfach nicht. Deshalb spielen wir jetzt Deutschland. Die neue verbündete Nation hat sich jetzt noch nicht so wirklich bewährt. Ja, der hat schon. Also der muss mal weg, weil der ist von ganz rechts interessant. Den brauche ich, den brauche ich, den brauche ich. Die behalte ich mal so. Okay. Der hat jetzt Blitz. Und dann kommt dieser da zum Zug. Diese neue Karte. Probieren wir einfach mal aus. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ah, der will mal mit irgendwas Wetterigem spielen. Regen ist im Anmarsch.
spielen jetzt mal diesen da. Und der geht dann in die Front. Also der hat jetzt die Wettervorhersagen kosten 1 weniger. Ah, und der hat jetzt, das hat der Regen gespielt, oder? So, dann sind wir jetzt einmal an der Front. Und wenn ich das, hat 0 Aktionskosten, zu Sonne oder Regen gespielt wurde, hat er nicht. Das heißt, der kriegt jetzt noch, wenn er Regen spielt, Punkte dafür, dann hat er, okay, sowas. Was nehmen wir jetzt rein? Also wenn ich den bewege, kriegt er eine Plus. Der überlebt jetzt diesen Angriff. Der zerstört diese eine Einheit, der überlebt diese Einheit. Wie viel kann er davon? Das ist eine Seltenheit 3. Also er kann höchstens 3 dieser Karten im Deck haben, er hat schon 2. Was wird er tun? Es wird sonnig. Da hat er 9 Karten. Den kann er mir jetzt nicht zerstören. Den schon. Oder vielleicht hat er eine Karte, wo er etwas machen kann. Ja. Was machen wir jetzt? Der an die Front. Da macht er an. Und dann muss er in die Front. Also jetzt gehen wir mit diesem in die Front und mit diesem ebenfalls in die Front.
Und was machst du jetzt? Diese Karte da ist heftig. Jedes Mal, wenn ich die deutsche Einheit bewege, angreife, kriegt er +1/+1. Okay. Das ist ja jetzt mal spannend. Wenn ich jetzt diese Einheit zerstöre. Okay, was muss ich machen? Ich brauche hier einmal Blitz. Dann brauche ich hier einmal Blitz. Und der muss weg. Gut. Jetzt kriege ich da eine Vergeltung reingedrückt. Ein Sturm zieht auf. Okay. Ich brauche sicher diese Einheit. Dann hätte ich gern diese Einheit. Und schicke eine verbündete Einheit auf deine Hand zurück. So. Ah, er hat so viele Karten, jetzt muss er die Wetterkarte abwerfen. Okay. Gut für mich, schlecht für mich. Blitz. Was kann der? Oh, wenn eine Einheit Veteran wird, okay. Was wird er tun? Er muss mir eigentlich diese Einheit zerstören. Das wird er vermutlich schaffen. Jetzt kommt er mit dem in die Front. Ah, er kommt mit dem in die Front, okay. Ah, interessant. Regen, okay. Regen ist im Anmarsch. Der muss weg. Dann in die Front. Dann geht der und er hält. Und ich setze noch diesen ein. Mein Hauptquartier ist geschützt. Ich bin in der Front.
Er kann nicht genug Schaden. Oh gut, er kann beide zerstören, aber ich habe noch den Flieger mit Schock, der direkt sein Hauptquartier angreifen kann. Das war jetzt eine Sturmkarte. Okay, was brauche ich da? Ich schütze mein Hauptquartier. Wenn der natürlich jetzt an die Front kommt mit seinen beiden Fliegen, das schafft er. Dann kriegt er zweimal Wetter und ich habe die Front verloren. Ich hätte da an die Front müssen. Diese Einheit hätte eigentlich noch an die Front müssen. Hat jetzt auch keine Rolle gespielt. Okay, Sturm und Sonnig. Aggressive Technik und zerstörerische Technik. Also Windhund kann sich erneut bewegen. Hat Blitz. So. Windhund ist gar nicht so übel. Jetzt mal sehen. Er hat Sturm. Kann er mir vielleicht Einheiten zerstören? Ja. Und er hat das gemacht. Er hat mir die Einheiten zerstört. Wenn ich jetzt... Ich muss den angreifen. Und ich gehe da einfach in die Front. Jetzt habe ich das Problem, dass ich keine Karten mehr habe, er schon. Ich habe noch 19 Karten. Also ich hätte noch ein paar interessante Karten im Deck, aber keine in der Hand. Ich bräuchte jetzt einen Blitzflieger. Dann hätte ich ihn. Nein. Ich habe nichts mehr, auch mit dem Blitzflieger. Also. Der wird Veteran. Ich gehe mal in die Front. Jetzt kann er hier mit Schock 3 Schaden verursachen und mit diesem da zerstören, aber das sind beide Aktionspunkte verbraucht. Aber er hat immerhin noch 12. Was macht er mit 12?
Also eigentlich sieht man jetzt bei meinem Gegner, wie die ganzen Synergien funktionieren mit diesem Regen, Sturm, Zeugs und nicht unbedingt bei mir. Der greift mir jetzt hier zweimal das Hauptquartier an, damit werden diese beiden jeweils um 1+1 stärker. Okay. Also das Spiel ist ja jetzt eigentlich verloren. Ach, das hat er das auch noch. Ja, das war's. Der hat ein gutes, starkes Deck. Er hat die Synergien ideal umgesetzt und hatte auch die Möglichkeit, alles zu spielen. Ja, muss man anrechnen, hat er gut gemacht. Ich spiele jetzt noch eine dritte Runde. Eigentlich wollte ich ja nur 2 Runden spielen. Ich spiele jetzt noch eine dritte Runde. Weil eigentlich wäre ja mein Deutschland-Deck. Ich hätte eigentlich den Eindruck, das ist nicht so schlecht. Aber ich habe schon 4-mal verloren heute. Ich würde eigentlich auch gerne einmal gewinnen. Wo sind die Feinde? Da ist er gefunden. Ein Spiel gegen die KI. Die braucht es nicht. Also wir haben einen England-Spieler. Das hatten wir bis jetzt so noch nicht. Wir halten die Karte genau so. Das passt an und für sich. Setzt die Frage ist, spielt er klassisches England oder was spielt er? Klassisch wäre mit diesem ganzen einer Hauptquartierschaden und dann solche Einheiten, die dann gestärkt werden im Angriff und eine gegnerische Einheit bekämpfen und so Zeugs. Ist auch ideal, wenn man diese Karte spielt, diese Sturmkarte, wo der Angriff Schaden verursacht an den eigenen Einheiten, da die Verteidigung meistens bei den Engländern höher ist als jetzt muss ich eine Wache spielen. So. Der kommt jetzt in die Front. Ich hätte jetzt die Front besetzen können. Jetzt kommt dann dieser Mathilde mal zum Einsatz. Okay, jetzt, da haben wir ihn. Klassisch. Das heißt, ich muss jetzt
in die Front. Also, da einmal Front. Zack. Der macht mir jetzt so 2 Schaden. Und ich muss jetzt möglichst schnell diese Wache wegbringen. Ich brauche Vorhersage für diese da. Okay. Ich gehe jetzt mit diesem in die Front. Und greife einmal. Dann schafft er diese Einheit, macht 3 Schaden am Hauptquartier. Der muss noch rein, bevor ich das mache. Ah, der spielt mit Frankreich. Okay. Sehr spannend. Okay. Der muss jetzt mal mit in die Front. Dann muss der weg. Der Veteran. Denn da muss ich beschädigen, damit er mir nicht... gehe ich in die Front oder was mache ich? Ich muss den beschädigen. Und dann will ich eigentlich nicht in der Front. So. Der muss ja dann weg irgendwann. Ja, jetzt hör doch auf. Okay, jetzt hat er mir diesen da blockiert. Der geht jetzt mal der ab in die Front. Dann haben wir hier einmal den weg und einmal... Jetzt hätte ich den noch einsetzen können, hätte ich jetzt noch 2 Credits erhalten. Habe ich jetzt verpasst. Wichtig ist, dass die Front voll ist, damit ich diese Einheit in meine Verteidigungslinie platzieren kann. Das hat der Wendung schnell für euch, okay. Blitz.
endlich funktioniert hätte. Ja nun, wenigstens habe ich einmal gewonnen. Einmal ein Sieg. So, das war's mit diesem Video. Das kommt am gleichen Tag vermutlich wie das erste Video. Und morgen Sonntag kommt dann bereits ein neues Video mit einer neuen Hauptnation. Keine Ahnung welche. Eventuell schreibt mir ja jemand in die Kommentare, welche Nation ich noch antesten soll. Es gibt auch wieder 5 spielbare Decks, die man kaufen kann. Die werde ich sicher auch wieder testen und eine Empfehlung abgeben, ob die sich spielen lassen oder ob man sich das Geld getrost sparen kann. Also das Geld kann man sich sowieso getrost sparen. Ich würde kein Geld ausgeben, um Decks zu kaufen. Man kann die Karten ja problemlos erspielen. Aber das ist jetzt hier nicht das Thema. Vielen Dank zum Zuschauen. Bis zum nächsten Video.